Goedemorgen Levenswasser, mijn naam is Kenneth Giesbrecht. Welkom thuis. Dankzij voor tijd ruim dagen neemt om hier naar de kerk komen, waar ons op God loven en prijzen. En voor die van jullie die ons on livestream kijken, dan dankzij voor de gelegenheid dat we kan van deze morgens in je huis aankomen. We wensen jullie een gezegende zondag van deze morgens. We willen vandaag het eerste met de bekendmerking aanvangen. So de eerste bekendmerking is jullie den eersten en den tweeden, toen we waren een vision klas aan te bouwen hier bij Levenswasser kerk. Zodat ze donderdag en vrijdag klok 7 uur hier in de Kloorstube ben. En so de visionklas is voor mensen waar we gleich meer informatie te hebben van Lebenswasser aus der Kerk, wat we geloven en wat we schaffen doen. De visionklas is ook voor zo'n wat we gleich een maathelper te worden. En de visionklas is ook voor zo'n wat we gleich een glied te worden hier bij Lebenswasser Kerk. So wenn ihr einen von diesen drei Dingen interessieren, dann sind die auf den Informationsdash für Visionklas nu juli, den ersten und den zweiten. Die nächste paar Bekannten sind für die Jugend. Der ganze Monat von Juli, wo wir nicht Jugend haben, hier im März ist so wir wollen einen Monat aufnehmen, bevor was du hast, wo wir noch ein letzter Theme Night haben für jeden Jugendlichen. So kick nur das Video für die Information. Hallo, ich kann gute Nuda. Wir haben ein Theme Night geplant für alle Jugend von aller 13 bis 25. Das Theme Night wird den 27. Juni sein, von Klock 6 bis Klock 9 Uhr. Das ist eine gute Gelegenheit zum Freunde anladen und alle zurückkommen in eine gute Zeit haben, Gemeinschaft haben und uns an sich abbieten. Du sollst eten sein, du wirst eine Botschaft sein und wir wollen alle eine gute Zeit haben. Ich würde dir raten, trag dir eine sehr dache Kleid an. Das ist nie am Sommer, heute Theme Night. So sehr dache Kleid, vielleicht Dach 3 oder Dach Fleischfarbe oder Gel. Und weil wir alle eine gute Zeit haben, wie das ein Theme Night. Ich hoffe, die dort zu sein, den 27. Juni, Klock 6. Juli den 11. planen wir einen Kindertag zu zelebrieren hier bei Lebenswasser Kerk. Und da wird ein so besonderes, sinnliches Morgen sein. So ich würde ihn toten, luten die ganze Familie an, luten die Freunde an, für Kindertag hier Juli den 11. Wir wollen anfangen mit einem guten Gottesdienst. Pastor Jacob wird eine gute Botschaft bringen. Wir wollen eine Kindersegnung haben hier bei Lebenswasser Kerk. So wenn du Kinder hast, die ungefähr 5 Jahre sind, und die wirst gleich noch bei uns Kerk einen Segen sprechen auf deine Kinder, auf deine ganze Familie. Die können die Information da schon zum ihnen abschreiben durch für Kindersegnung Juli den 11. En dan nu de Gottesdienst aan jullie den 11, wo wir hier in Mittag haben, und die sind ohne eingeladen für dort. Das wird ganz umsonst sein. Die wollen Schwinke aller Welt da haben, was so schön schmecken. Bringt eine Familie, bringt eine Freunde mit. Die wollen Games sein für die Kinder, gute Games, die werden so schön gehen. Und für die Älteren, die können taub kommen, Verhältnis bilden mit verschiedenen Menschen. Und da werden so gute Sinne sein. So wir laden ihn an, all deine Freunde und Familie anzuladen, für Kindertag, Juli den 11. Der Monat von Juli wird eine Sommerbibelschule sein für Kinder und Standreich. Und so wird der ganze Monat sein, verschiedene Wege sein für verschiedene Alters. Und wenn du mehr Informationen gleichen von dort, die kannst du diese Internetseite gehen. Du kannst mal lesen, wo dort wird sein, auch zum jene Kinder abschreiben, kannst du auch hier down an diese Internetseite. Oder du kannst nur eine Information da gehen, in der du freuen von der Sommerbibelschule nie in dem Monat von Juli. Wir haben noch eine Bekannmerkung von der Standreich Bibelschule. So hier ist der Video für dort. Jetzt alle Freunde und Geschwister, ich grüße Sie alle ganz herzlich. Mein Name ist Helmut Siemens. Ich arbeite tief an der Steinreich Bibelschule, wo ich jungen Pastor Jan Woll viele Jahre am Sehen gearbeitet habe. Soll mein Plattdeutsch vielleicht ein bisschen anders klingen, dann liegt es daran, dass ich aus Paraguay komme. Eigentlich arbeite ich nicht für die Steinreich Bibelschule, sondern für das Seminario Biblico Steinreich. Ja, ich habe ganz richtig gehört. Seminario Biblico Steinreich. Was meint das? Und das will ich Ihnen kurz erklären. Am 15. August 2021, Klock 4 Uhr Mittag, macht die Steinreich Bibelschule in einem besonderen Gottesdienst das Seminario Biblico Steinreich auf. Gott hat die Steinreich Bibelschule durch die Jahre mit vielen Studenten gesehen, die dort studieren können und Jesus in verschiedenen Gemeinden im Inland, auch im Ausland, deine Daunen. Aber die Gemeinden, die die Bibelschule 1 und 4 Daunen, haben von Gott ganz klar den Auftrag gesperrt, auch eine höhere biblisch-theologische Ausbildung anzubieten. Mit der Vision deiner Christi in der vandaagse Zeit, der postmoderne Zeit, die Bibel predigt können und die große Frage vom 21. Jahrhundert beantwortet können. Zum Beispiel, gibt es Gott? Existiert Gott überhaupt? Das Seminario Biblico Steinreich bietet diese höhere biblisch-theologische Ausbildung an. Das Studium ermöglicht einem Studenten in 3 Jahren
mit einem Bachelor of Theology zu graduieren. Das Programm geht 6 Semester, August bis Dezember und April bis August. Donnerrecht fängt immer kl. 3 Uhr Mittag an und geht durch bis kl. 9 Uhr abends. Und das wird in spanischer Sprache unterrichtet worden. Warum? Weil wir viele, dass wir einen Missionsauftrag für ganz Mexiko und darüber haben. Die Fächer für das erste Semester sind Formación Espiritual, Introducción a la Teología, Orientación Académica, Español, Griego, Introducción al Nuevo Testamento, Introducción a la Biblia, Evangelismo Personal, Kommunikation Transkultural und Praktika Supervisada. Sich für das Seminar anzumelden, musst du die Prepa aufgeschlossen haben, oder die Highschool, oder die Steinreich Bibelschule. Natürlich können sich auch Interessante, die diese Abschlüsse nicht haben, aber interessiert sind, ein das andere Fach zu besaten, in Gottes Wort zu studieren, sich für diese Fächer einzuschreiben. Falls Sie die berauben, Gottes Wort gründlich zu studieren, falls Sie den Raub vom Heiligen Geist, dass die sonst für ein Studium am Seminario Biblico Steinreich einschreiben, dann ruf uns an, seid ihr mit uns in Verbindung. Unsere Telefonnummer wird hier auf dem Screen angestrahlt worden. Wir freuen uns von dir hier und beantworten jeden all deine Fragen. Gott wacht darauf, dass du am Seminario Biblico Steinreich studierst. Bitte schreib die nu an. Und Bibel- und Theologiestudium ist immer richtig, denn dort ist der Auftrag Jesu Christi. Ich will Ihnen noch alle gleich gedenkt haben von den verschiedenen Klassen, wo diese Werk worden reinkommen, auf uns Lebenswasser YouTube-Channel, auch auf uns Lebenswasser-App. So Montag, Klock 7 Uhr, du kannst Weisheit für Eltern finden. Da werden nie Klasse sein von Weisheit für Eltern, lernen bitte jene Kinder abzutragen. Donnerstag, Klock 7 Uhr, haben wir eine neue Klasse von Frieden mit dem Geld. Lernen bitte das Geld und das Schuld in uns Leben zu handeln. Jeder Tag, Klock 10 Uhr morgens, 1 Klock 5 Uhr, wo wir eine neue Kapitel geben von Euhe am Stein. Das sind Bild zum jene Euhe starker machen, und lernen Bossen in jene Euhe leben. Das hier fängt auf der Radio, der lokale Radiostation, wo der Plotich ist, und da wurde auf verschiedenen Städten rund Mexiko gespielt worden. Und wenn ihr nicht Radio horchen, dass die Kost das ganze Bild fängt, auf uns Lebenswasser-App, Euhe ab in Stein. Und so das sind die Klassen, wo diese Werk reinkommen. Nächste Werk, wo wir noch eine Klasse bekommen, werden wir reinkommen, so wir kriegen auf Federweg zu dort. Und dann zuletzt, jeder sind da halb auf des Morgens in der ersten Klassstufe, habe ich eine Gebetsstufe reingemerkt für die. Das ist eine gute Gelegenheit, wo die kannst reinkommen und eine Zeit nehmen zwischen dir und Gott. Anstehen an Gebet für dich selbst, für deine Gesundheit, für deine Freunde, für deine Familie, unsere Umgebung, unser Quark. Da waren Gebetspunkte angedacht worden, wo die kannst auch in Betracht nehmen, du viel. Und so vielleicht bleibst du ein bisschen länger nur den ersten Gottesdienst, oder kommst ein bisschen tiefer für den zweiten Gottesdienst. Und ich merke sofort von den Sinn des Morgens hier bei Lebenswasser Quark. So dass in der Gebetsstube jeder Sünder hoch auf des Morgens. Das sind alle Bekanntmerkungen für dieses Werk. Das nächste werden wir eine Zeit von Anbetung angehen. Guten Morgen, Lebenswasser. Mein Name ist Kenneth. Wer war Abstunde, wer wird Typ singen? Wat ik zie, dat diepste water, ik kon niet groeien, ik verdrink niet. En dat water, waar mijn kop riekt, ik heute laat mich eenmaal los. En ik gebruik in mijn neusval. Ik weet du hast alle tid ein goda blod. Ik weet du hast alle tid ein goda blod. Du merkst en bak in dag bort och bra, ne svårt dina löjd nicht kontor. Ik weet du hast alle tid ein goda blod. Wanneer ik dark in dig betogen, du jes beseed me, du best du. Ik weet du laat, me nicht allein, und du best rom me, ik verg me nicht. Wanneer ik je breken,
in mijn neus van. Ik weet u hast alle tijd uit Goda bloed. Ik weet u hast alle tijd uit Goda bloed. Du merkst den Bart in dan wordt het brood. Dus wordt in een leid niet kort af. Ik weet u hast alle tijd uit Goda bloed. Durch die Strenabas und meine Sied, du bist immer zu hart, durch Twiebeln verletzt, du hast mich dort, du bist immer fähig, durch die Strenabas und meine Sied, du bist immer zu hart, durch Twiebeln verletzt, du hast mich dort. Wollt du was immer ich wollt du hast alle Zeit ein Goda bloed. Ich wollt du hast alle Zeit ein Goda bloed. Du merkst den Wald in dan wordt het brood, dus wordt in een leid niet condom. Ik weet u hast alle tijd een Goda bloed. Du merkst een Bach, in dan wordt het brood, dus wordt in een leid niet condom. Ik weet u hast alle tijd een Goda bloed. Du hast alle Zeit ein Goda bloed. Du merkst den Bart in dan wordt het brood, dus wordt in een leid niet condom. Ik weet du hast alle Zeit ein Goda bloed. Du merkst den Bart in dan wordt het brood, dus wordt ik weet u hast alle tijd uit Goda bloed. Vi singt her dem Gott, der ist. Vi singt her dem Gott, der immer warten. Merk ihr Fingers, der den Noob. Hei mir kein Weicht euch dort mehr. Mein Gott, hei, haft den Kampf gewonnen. Du hast Fred in dem Wollen, den Hüß. Du hast Fred in dem Wollen, den Hüß. Und in wie wollen die Stau sein? Wir singen den Fred. Du hast Fred in dem Wollen, den Hüß. Sag ja, es Gott in dir zu stehen. In wie wollen die Stau sein? Wir singen den Fred. Oh.
wie wir im Park, wir sind wie königlich, wie wir gefangen, wobei wir sind wie frei, wir sind vergift und genommen, durch Knudlos gekauft, lud den Herrn sin Hüspressing, wie wir im Park, wir sind wie königlich, wie wir gefangen, wobei wir sind wie frei, wir sind vergift und genommen, durch Knudlos gekauft, lud den Herrn sin Hüspressing. Du hast Frieden in den Herrn sin Hüs, du hast Frieden in den Herrn sin Hüs, wenn der in wie wollen sterben. Wir singen die Press, du hast Frieden in den Herrn sin Hüs, sag ja, als Gott in Liste steht, in wie wollen sterben. Wir singen die Press, du hast Frieden in den Herrn sin Hüs, du hast Frieden in den Herrn sin Hüs, wenn der in wie wollen sterben. Wir singen die Press, du hast Frieden in den Herrn sin Hüs, sag ja, als Gott in Liste steht, in wie wollen sterben. Wir singen die Press, wir singen die Press, wir singen die Press, wir singen die Du rops mir tot Kraft binu. Du rops mir tot mine schon. Ich sei dort alle as vegun. Dort mir as je kom. Nu har opperstonens kropp. Jeg kan leve nær med Jesus. Har du Jesus's frihet? Nicht mehr gebunden sind im Diesret. Ich lebe in deiner Leben Schönheit. Har du Jesus's frihet? Ich seh mit Herrlichkeit gekleidet. Din Herr ist dein Leben mich. Durch Vergangenheit hast du betont, dort mir es hier. Nu har jeg opperstonungskraft. Jeg kan leve nær med Jesus. Har du Jesus's frihet? Nicht mehr gebunden sind im Diesret. Ich lebe in deiner Leben Schönheit. Har du Jesus's frihet? Frihet, har du Jesus's frihet? Du givst uns die Frihet, die kehrt in sein Weis. Frihet, har du Jesus's frihet? Du givst uns die Frihet. Halleluja. Frihet, har du Jesus's frihet? Du givst uns die Frihet, die kehrt in sein Weis. Frihet, har du Jesus's frihet? Du givst uns die Frihet. Halleluja. Vi har opperstonungskraft. Jeg kan leve nær dig. Nicht mehr gebunden sind im Diesret. Ich lebe in
wir sind dir so dankbar für die Freiheit, die du uns gibst. Wir können aufsingen, wir können frei singen, Herr. Du bist hier, du bist nicht dort, wie uns wir verstehen. Du bist gerade hier. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass wir können frei sein, dass wir nicht bloß in Käden gebunden sind, Herr. Dass du bist gestorben für uns. Du kämpfst in diese Ehe, so dass wir können 100% frei sein, Herr. Mit keine Religion, die uns bindet. Keine Käden, die uns bindet. Keine Gesetze, die uns bindet, Herr. Bloß eine offene Gemeinschaft mit dir, Herr. Ich bete, was fall uns für das Mars. Lud uns deine Gegenwart fallen. Rette uns. Dankeschön, Herr, dass du hier bist. Dass du für dich noch immer Wunder ist. Dankeschön, Herr. Versprechen blieb stehen, heute was hat sie in dine Häng, tut's meine Jaluten Häng, die hast niemals versagt. Du hast den Wort, mein Hart wird den Preis noch wahrer sehen. Jesus, du bist genial, hol mich in deine Leid, mein Hart wird den Preis noch Versprechen blieb stehen, heute was pack sie in die Nähe, tut's meine Jaluten Häng, die versaß niemand, den Versprechen blieb stehen, heute was
Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wie heilig sein, dass du uns geführt hast, Vater. Und wir sind von dir und Lehre, some von uns. Wie fragen, was du dort war down? Was du war an Wunder down? Was war der ich komme von uns, dass du einmal hast? Wir luren für die, unsere Hoffnung ist auf die und wir preisen die, wenn die Versprechen bleibt einmal so. Dankeschön, Vater. Amen. Amen. Wir haben Jesus eine Hand geben. Dankeschön, Jesus. Amen. Je kan je doel zetten. Mijn vrienden dat je in levens, dat je zijn naar huis gekomen, dat je in het huis bent. En bist hem God zijn jeen woord te veel, om aan te beden en van zijn woord te horen. So, welkom hier. Mijn vrienden dat je hier bent. Wanneer je hier vandaag zum eerste Mal bent, vielleicht zei je niet en je bent zum eerste Mal am Sonntag Samaris hier. Welkom hier. En mijn vrienden dat je zijn hergekomen en ik hoop dat je voor hier een goede tijd hebt. Maar ons hoop dat we nog God zijn woord horen. En ook voor al die wat online zijn, die kijken ons van weit af. Ik weet niet hoe alle ween. Laat ons weten. Ons ja dat schijnt, want we kunnen zijn van wo je ons kijken down. Op ons is het een vrijheid dat we kunnen in jullie heim komen, wo immer je zijn, en bis met jullie gemeenschap hast. So God is een met jullie. Vandaag is best een zeer bijzondere dag. Vandaag is Vadersdag. En so ja, vrouwen, Vadersdag. We hebben de Vaders best al een hand geven. So, vandaag is het de dag waar we de Vaders respecten. En best loven en abheven. En ik kijk vandaag een beetje naar waar nou dat de Vaders, de dads, ons mannen, een van de grootste dingen wat ons fehlt is respect. Oder wie gleich noch, wat ons respect wordt, wat ons geëerd wordt. En some van jullie willen zeggen, de vroegers waren vielleicht zeggen, wirklich so, hing er aan, zei je dat. Wel, God heeft ons dat gemerkt. God heeft ons in zijn evenbeeld gemerkt. En voor mij ging dat vandaag nog waar dat licht op, want het werkelijk zo is, dat hij heeft ons in zijn evenbeeld gemerkt, hij heeft ons zo gemerkt, zoals hij. En hij gleicht dat ook, wanneer we arm eert en wanneer we arm loven en arm ja dat ook zijn, wanneer hij respect wordt. En zo, vandaag wel best de Vaders respecten. Wanneer ik met ze kijk, wel eerstens, en op hij zou zeggen dat de kinderen dezelfde vader en moeder respecten, dezelfde eer. En hij heeft dat gezegd met een verspreking erop. Hij zegt, dit is het eerste gebouwd met een verspreking erop. En wat is het verspreking? Het verspreking is, hij zegt, van die vader was respecten, die moeder was respecten, dat u was een lang leven ha. En zo dat hield zich al zeer goedlich. Ik wil gleich een lang leven te ha. En zo, maar ook eigenlijk wieder jet het nog, dat u was een lang leven ha en dat die dat wat goed gaan. En dan denk ik zo, dan dat wird, dat we onze vader respecten, dat we onze moeder respecten en dat we onze kinderen leren, dat we ons respecten doen. Wenn ik ga nog mal aan onze kinderen zeg, wist je gleich lang te leven? En wist je gleich dat het wordt lang, dat het wordt goed gaan met die, dan respect die moeder, respect die vader. Ik heb gekeken naar in mijn leven als ik jong was, dus mijn dad dat deed, dus mijn mom dat deed. Mijn mom had niet zoveel daarvan gezien, want de grootouders die weer al weg. En mijn dad zie, de groospapa die starf als ik jong was. En mijn dad heeft weer aangenomen, en zo weer niet werkelijk zijn dad, maar ik kijk zoals hij zijn adoptive vader, zoals hij den eert. En ik heb veel meer gezien dat dad ook aanraan. So, we woonden op een stad, grootmama en groospapa woonden er bezit. En zo daar de raan doorgaan, Tim, groospapa met ergens wat hulp, wat immer er fehlt. Mijn dad had aan een deel arbeider im Geschäft. En hij heeft later nog mal gezegd dat de arbeider die een beetje gespoest hebben aan. Maar laat den Ola dobles, laat den door zijn. En dad zei, no, hij wil zijn vader respecten zolang hij wil leven in den eer. En dan kijk ik terug naar mijn dad zijn leven. Hij was 24 jaar oud en hij is meest helemaal niet krank geweest, had een gezond leven. Met mom die starf op 23, mom op 24. Ze starven een paar jaar uit 9. En wanneer ik van angst af naar haar leven kijk, dan moet ik zeggen, ze hadden lang het leven en ging het goed. Ze hielden zich de hand, ze leefden zich, ze leefden de familie en dat we zijn im heim. En zo dan is het wichtig dat we onze vader respecten. Nou, nu is het hier vielleicht dat die 3 al gedanken dergen en du zegt, wel, ik wens ik had ook zo'n dad gehad. Mijn dad heeft weer niet zo staat, oder die vader weer niet zo, en die had niet wat wird zum Respekt. In de Bibel die zegt, du sollst am Respekt, dat vraagt du niet, als die qualificado is, zum dat doen, als hij qualified is, als hij dat verdiend heeft oder niet. De Bibel zegt dus dat we zullen dat doen, dat we een lang leven hebben en dat het wat goed zijn met ons. So ik kijk naar some van die dingen waar God is, wo als God en wo kan we vader zijn. Nummer 1,
Gott ist uns Schutz. Heißt der, was du schützt. Und du als ein Vater am Himmel, du sollst der Schutz sein. Der Nächste ist, er das versorgen. Uns Vater am Himmel, der versorgt. Du bist der Versorger am Himmel. Der Nächste ist, er läuft uns. Und er führt nochmal uns an. Und ich weiß, ich sehe das noch manchmal viel, aber das fällt sich noch meistens, wenn der himmlische Vater uns anführt. Er gibt uns einen Hug. Vielleicht bist du hier von der du sagst, well, mein Vater hat mir niemals einen Hug gegeben, hat mich never angeführt. Well, du das zu deinen Kindern. Aber der Vater im Himmel, der ist die Gott und er will die antworten. Der Vater im Himmel, der will uns belehren. Er gibt uns Training, er belehrt uns. Und du als ein Vater im Himmel, das ist deine Aufgabe, um die Kinder zu belehren. Der Vater im Himmel ist der, der uns Leitung gibt. Persönliche Leitung. Durch den Heiligen Geist gibt er uns Guidance. Er gibt uns Leitung. Und das wird deine Aufgabe als Vater, dass du was Guidance gibst in dein Heim. Und Matthäus sagt dort, wenn je, sagt Jesus dort, das in Rot geschrieben, wenn je schlecht sind, und wenn je danach gute Dinge, und je geben danach gute Dinge nach jene Kinder, wie viel mehr würde der himmlische Vater dann nicht auch jene gute Dinge will geben, und das er jene der gibt. Und so das wäre der himmlische Vater ist. Jesus, der compared uns ein bisschen mit Schleich, mit das, wenn wir schlecht sind. Ich stelle mir so fest, die Jünger da wir, und Jesus, der sagt, wenn je, was die schlecht sind, auf Englisch sagt er, wenn je, was die evil sind, die Jünger, die wo er sagt, seht, nennt ihr uns groß schlecht? Seht ihr groß, wie wir schlecht? Und er sagt, je, was die schlecht sind, je tun gute Dinge für jene Kinder. Wie viel mehr, was der Vater am Himmel gute Dinge tun. Ich will ein bisschen sehen, beten, ab jenen Vater, dass ihr nicht abgeben, dass ihr bloß gehen bleiben und abstehen, für wer Gott ihnen hat geraubt, wer ihr selbst sind in Heim. Und so, ich würde bloß fragen, dass wir abstehen, dass die Vater abstehen. Und ja, steht bis alle ab. Wir haben alle abstehen. Und dann will ich ein bisschen sehen, beten, ab die Dads. Wenn das ist wichtig, Gott ist das wichtig. Gott, wie kann sein, dass du compares die Dads vielmal mit das du bist? Und ich bete nu bis Krieg ein besonderer Sehen ab alle Vater. Ich frage bis Gott, dass du was Heilung gibst, wo der Heilung fehlt, wo hier somebody von der ersten, was das hier und sagt, weil mein Vater, der hat mich nicht gelebt, der hat mich nicht angeführt, der wird nicht gut zu mir. Ich frage, was für Heilung krieg, und es steht, krieg nu. Dass du was Vergebung sein, und für die Person, was hier ist, wenn es der ist, dass er was bloß abstehen, für was reich ist, und der Vater sein, was du ihm hast vergeraubt. Gott, ich bete Weisheit über die Dads, ich bete Gesundheit über die Dads, und ich bete, dass die Dinge, die sie mit schaffen, Ackerie, Farmerie, die Geldmerkerie, was immer sie tun, dass da wird bloß mehr increase und da wird mehr Geld kommen, als was sie abgerechnet haben. Da wird ein großer Segen sein, wenn sie gute Verwalter sind. Vor dem Himmel, ich bete, dass ein besonderer Schutz über alle Dads und dass sie wird die Kinder so sein, als was du dort hast geplant. Heben bis ab. Heben ab von der Vater, was die Doel sind, vielleicht in der Lehre, wo immer das ist, können wir Geld sein, können Gesundheit sein, was immer das ist, Krankheit. Ich frage das himmlische Vater, hebe all die Dads ab. Und wir loben die, Vater, dass wir können immer noch die kommen. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Dankeschön. Dankeschön. Kann ihr Duld sagen? Pastor John, der wird die Botschaft hat, so er wird wieder gehen an eine Reihe von Botschaften. Er ist der Gespräche gehen. Und in Gespräche, dort ist ein bisschen eine Weisheit von einem Vater nur den Sehen. Und so von der aus noch eine Botschaft mehr. Vielleicht habe ich mal euer vertalt von den 3 kleinen Jungs, was du sich vertalten von wohnt von ihrer Vater, das busigste ist. Und zu der einer sagt, dass sie der kann mit einem Flitzbeil schalten und an die Pfeil vorbei ran und an der hängen am Baum stehen, wenn die Pfeil dann ankommt. Dann sagt der andere, das verhält mein Vater kann mit einer Flint schalten, an den Schuss vorbei ran und an der hängen am Baum stehen, wenn der Schuss dann antraf. Und dann sagt der Dritte, das verhält nicht. Mein Vater schafft für die Regierung, der schafft bei Tag 5 und der ist Tag 3 Tüß. Und so der will nachbausen. Wenn die Jungs in gewisset alle haben, dann ist es einmal so, dass Papa ist das Stärkste, der kann das alles daran und all so eine Dinge steht. Ich weiß nicht, was das damit ist, meine Großjungs, die reden noch von mir unangenehm. Ich weiß nicht. Das ist noch nicht ganz so weit, aber wo wir die lernen, die von Jünd, was große Jungs haben, wo ist die lernen, wo die sehen, die wir einmal kann unangenehm. Und so, das ist interessant, und wir haben unsere Kinder, die sind geboren, die sind ganz klein, und wir drehen den Rahmen, und dann einmal verarbeiten, was passiert, dann legen wir Ungerstadt auf den Flur. Und so, das ist interessant, dass es dort schafft, aber es
danach geht in Fuder sein und Wesen, wir reden von himmlischer Weisheit für irdische Probleme. Und von der Wahl bloß einfach ans aldersche Leben nehmen, 5 Dinge von uns aldersche Leben, wo Gott will haben, wie sollen wir sein. Und so, ich nenne diese Botschaft Leben in Weisheit. Und so, wir wollen bechecken nur 5 Dinge. Das sind bloß, ich sage, das sind mondagsche Dinge. Wir haben einmal ein bisschen Gefall vielleicht, dass Sonntag ist. Sonntag dann, ja, dann sagen wir, wir sind Christen, wir sind in der Kirche. Aber Montag ist wichtiger als Sonntag. Aber wer wir sind von Montag bis Montag ist wichtig. Und diese Timers, was ich anschauen, die sind alles sehr große Timers und wir können vielleicht lang von reden. Das wird bloß ein bisschen eine Anleitung sein, aber bloß ein bisschen eine Erinnerung, dass wir sind in all diese Dinge in uns Leben. Und so das erste ist Weisheit in Familie. Die Bibel hat wenig zu sagen von Familie. Das ist interessant, dass von Kindern abtragen. Weet je, dat is een ding wo wir jeden Tag mit leben, wenn du eine Familie hast. Jeden Tag, 24 Stunden Tag, versuchen wir unsere Kinder zu lernen. Und der Reich der Eltern sind, und weise Eltern sind, aber die Bibel sagt abfallend wenig von Kindern abtragen. Und die Bibel sagt so eine Dinge, wir wollen ein bisschen alle checken, was die Bibel zu Kindern sagt von dir, aber die Bibel sagt zu dir als Vater zum Beispiel, sollst du die Kinder nicht verbessern. Aber das ist ungefähr alles. Na, da sind so viele Dinge in der Schrift, was wir können sein, in ein Familienleben anwenden. Aber einmal wird wir gleich einmal ein ganz interessant haben, von wo die Kinder abtragen ist. Na, wir dann unsere Lehre geben, Weisheit für Eltern. Und das ist ein sehr gutes Ding. Viel von dort hat vielleicht mit Erfahrung zu tun, aber wir haben bloß einfach Weisheit angewandt in Kinder abtragen. Aber wenn es kommt, bei Kinder abtragen, bei befreit sein, bei some von diesen Dingen, wo wir jeden Tag immer mit schaffen, dann sagt die Bibel abfallend wenig davon. Und das ist mal interessant. Aber ich glaube, wenn wir weise leben, das ist in all diese Areas. Sprich, sagt, mein Kind, da wird dein Vater dir sagt, und verjagt niemals, was deine Mutter dir gelehrt hat. Na, bevor ich wieder gehe, weil ich ein Ding hier sagen, da ist das Weisheit, aber die Schrift nimmt es selbstverständlich, dass Eltern sind weise. Eltern sind nicht immer weise. Einmal sind Eltern so unweise, und einmal wird es vielleicht sogar die Kinder sein, sollen never das tun, was die Eltern tun, oder was die Eltern lehren. Aber von der Weise, was sie denken, dass Eltern sind weise. Wenn das, wo die Schrift ancheckt, und so die Schrift sagt, das Kind soll das tun, was Vater gelehrt hat und was Mutter gelehrt hat, wenn das sind weise Menschen. Mama und Papa haben weise gelebt. Und weißt du, wie als Eltern, wir sind never vollkommen. Wir haben alle einmal Fehler in uns Leben, aber danach können wir mit Weisheit umgehen. Und wenn die Kinder uns sehen, wenn die Kinder hören, wo wir entlehren, dann sollen die Kinder dort nur folgen. Wenn du denkst, als Vater, als Mutter, was du hast, dass deine Kinder sollen so leben, als du das. Aber wenn sie so leben, als du das, sind sie dann weise Menschen. Das sind vielleicht Frauen von uns als Eltern. Manchmal ein bisschen ammerkelige Frauen. Aber die Schrift sagt für das Kind, er soll dort tun, was Vater und Mutter lehren. Er sagt, hol wird immer bei dir im Hort und angeschlossen und häng die da an den Hals. Das bloß ein Weich von sein, merkt das Port von dein Leben. Hat es in dein Hort, hat es dich bei dir. Dort, was Mama und Papa gelehrt haben. Weißt du, das ich sehe, wenn Kinder klein sind, dann ist Papa oder Mama und Papa, das sind die besten Menschen für uns. Ich meine, das, wo sie sich absolut nicht, und Papa ist das Stärkste, heißt der Beste und all die Dinge. Dann einmal, wenn sie mit alle waren, dann einmal wird Papa nicht mehr ganz so klug. Vielleicht hat je some von den Dingen belebt, aber ich belebe das nicht, dass die Kinder aber einmal klicken sind, dass die sind. Aber ich sage, für die Eltern, sie sind geduldig, die waren nach 25 geworden. Und so laut am Leben bei einmal, dann hat Papa war viel mehr zu sein. Und weißt du, das ist interessant, dann bei einmal dann 60, 70 Jahre alt, und dann stirbt Papa, und das ist bloß einfach ein großer Verlust. Halt schrecklich, wie alt du bist. Und du bist vielleicht selbst ein Großpapa. Aber wenn deine Eltern sterben, das ist bloß einfach nach ein Ding, was uns strandet.
En zo, de Bibel zegt te de kinderen, hou weer, hou dich bij die. Wanneer die ouderen die leren, die ouderen zijn den weg gegaan, die kan die leren den weg te gaan. Die kan eenmaal zijn, wanneer du dit en dit was doen, dan wordt het daar niet uitkomen, want zij hebben het al zelfs beleefd. En zo ouderen zijn wijs. Wanneer du reizend is, worden die den weg wijzen. Wanneer du slaapt, worden die houden. En wanneer du opwaakt, worden die te die reden. We hebben versen, en ik had het niet aan, maar ik wil het lezen, in 5. Mose, wo Gott zu zijn volk sagt, so steht, diese wir, der ich jullie van jou geef, zal je niet vergeten. So hij redt van het gezegd. Schwab je niet kinderen op met die. Redt van die, wanneer je in huis zetten, en wanneer je reizen, wanneer je in doel leiden, en wanneer je opstaan. Dat is correct wat hij hiervan redt, dat durch ons ganze leven. Of du thuis im huis bist, als du schloten bist, oder abstehst, oder als du schaffen bist, oder du reist irgendwo, en wat immer du maandag bist. Daar leren we onze kinderen, wo sie sollen leben. Und so Gott sagt zu uns als Eltern, Tim, dat kinderen dit kan doen, moet du als Vater en Mutter wezen. Wenn man du nicht weiß bist, en zij houden die reden, gaan die reden nur, dan zijn zij ook aanwezig. En zo dat is wichtig dat we als Eltern leren wezen. Hij zegt dat wat zij leren als een dagelijks ertraagwezen kan die leren, wo die leven zoals. En ik wens dat we allemaal zo van Eltern, dat de Eltern leren en dagelijks is. Maar weet je, God zegt zu ons als Eltern, dat we zullen dat licht schijnen laten voor onze kinderen. Some van jullie willen je vielleicht bevrienden, willen nog mal kinderen gaan. Leert je van jou wijzen, dat je je kinderen kan wijzen opdragen. Wanneer ik schosselig zie als een voerder, en ik merk zo de woordse ideeën, en ik bedrink me, en ik gebruik drugs, en ik doe dit, en ik dat, dan zie ik niet een licht voor mijn kinderen. En die kunnen mij gleich volgen. Wanneer ze doen, dan zijn ze zo aanwijze mensen. En zo wie als Eltern, wie willen wijzen, en zo God zegt van jou te ons, dat in een familie zal het wijs hergaan. Nou, dat zoals ik zei, dat is een zeer grote thema, we kunnen lang van reden. Maar ik wil je einfach abschwappen van jou, dat je als Eltern wijs zijn voor jullie kinderen. Die gaan in die voetstappen. Waar we zo leven, dat ze kan in onze voetstappen gaan. Zo wijsheid in Eltern, wijsheid in arbeid. Nou weet je, arbeid is een ding waar we jeder werk met schaffen, niet? Nou, wanneer we van arbeid reden, dan moeten we de rechte idee hebben van arbeid. En weet je, God zelf schafft. Arbeid is niet de ursache, arbeid is niet wenn de Welt gefallen is. Gott heeft al vorher Adam en Eva van de arbeid hebben gezegd, dat de skorden onderhouden en den bearbeiten en merken de tieren onder und zonne dingen. En zo arbeid wird al Gott schafft in de Schöpfung. Jezus zei dat de Vater schafft en ik schaf. En zo Gott schafft. Nou, wanneer we van arbeid reden, wie als Mennoniten, wie zijn een volk wat bekend is voor zijn schaffen. En eenmaal veel te zijn. Zo een ding wat poort is van arbeid, is reven, rest. Gott deed resten, Gott deed reven van de Welt, merken zegt het. Nou, ik leef niet wen hij meid weer, aber als een Beispiel van wo we zullen leven. En zu ons fehlt een dag, wat we kunnen te zien zaten, wo we kunnen resten. Nou, eenmaal in ons drag het leven en van daar alles online en zo weer, dat is schwer te resten. Maar weet je, arbeiden is wichtig. Ik weet geen mens wat moedlozer is als zo'n wat lust toezet. En eenmaal, ik heb het vielleicht niet schaffen, wenn Krankheiten und so wieder, aber das ist ein schweres Leben für einen Mann. Mann ist nicht gemerkt, im Haus sitzen. Na, wir können auch mal im Haus sitzen, nicht? Aber ein Mann ist auch nicht gemerkt, zum Tag nachschaffen. Und so wenn mal, der unsere Familie da leiden, wenn wir immer schaffen, vielleicht sollte nicht immer sein, aber wir tun manchmal mehr immer schaffen, nicht? In der Familie, der da leiden, der Ehe, der da leiden, Papa heeft never tijd voor de kinderen, never tijd om al bal schmieden en catchen zo'n dingen. En zo wie als ouderen, wie moeten wijzen ook in dit, dat we schaffen,
aber nicht zu sehr schaffen. Und so sprechehaft wird zu sein von schaffen. Sagt, gute Fühlerpelz, nur der Eimsje. Und check einmal, wo die leben und nehmen Leer an von dir. Diese laatste week, of vielleicht al 2 weken geleden, hadden we een deel Eimsje in de office. En zo die waren dort mijn dash. En dan deed ik dan met Schreimels haan, bloß hem die mal een beetje beobachten. En dan meestal kwam de ene haan, en dat is meestal de Eimsje, die haan ook WhatsApp. Ik geloof de haan. En zo dat kwam eine Eimsje haan, en dan meestal dan de ganze herd. En ik deed een beetje nu lezen, de Eimsje, die kan veel meer wegdrehen, als wat ze zelf schwoors. Dat is interessant. Ik meine, die mensen, ik weet niet wer dat met de Eimsje bereid heeft, maar anyway, wer heeft mal een Eimsje gewähren, I don't know. Aber anyway, sie glauben, dass ein Eimsje kann wenigstens, weil die eine sieht von 10 bis 50 Mal so, vielleicht hast du das mit einem großen Unterschied. Aber vielmal mehr Mal, als was die schwor sind. Ich check, beobachte Eimsje. Grote Bieter Brot schlapen die sich auf, und dann evident, ich habe noch eine dabei, und dann noch eine, und dann schlapen die mit einem großen Biet auf, viel gratis Eimsje wieder. Und so, Eimsje sind auch möglich, nicht? Ich meine, das ist interessant, die zu checken, wie die schaffen. Und so, Gott sagt, geh mal noch ein Eimsje klampen, und dann check mal, wie die schaffen. Er sagt some Dinge von der, er sagt, die haben kein Lehrer, kein Förster, und keinen, der eben an regiert. Und ich weiß nicht, ist das immer so erst mit Eimsje, aber was er hier sagt, erst das Eimsje, die schaffen selbst. Aber eigentlich sagen wir, die haben Initiative, like Eimsje, die braucht nicht nur gepitcht. Ich denke, was manchmal mit Schwarz an sich Kinder lernen, ist, dass sie selbst checken, noch was viel zu tun. Selbst checken im Haus, wenn einmal, weil wir bloß geruht, dort tun, was uns nu bemacht ist. Und so, wenn wir auch schaffen, wir lernen uns checken. Even wenn wir nicht einen Lehrer haben, ich denke, was die Bibel sagt, dass wir sollen uns für uns wird nicht anders schaffen, als wenn du nicht hast, oder nicht bloß für den sie eine Übung schaffen. Und so, wir sollen lernen, auch Lehrerschaft nehmen ans eine Leben. Weet je, ik denk, wanneer op onze visioenklas dat we was, en toen reden we eenmaal van dit, dat du bist immer ein Lehrer. Jeder einer von uns ist ein Lehrer. Und der erste steht, wo du leiden ist dein eigenes Leben. Wenn du dein eigenes Leben nicht leiden kannst, dann kannst du kein anderen leiden. Und so, wenn du ein Lehrer warst, dann musst du verstehen, dein eigenes Leben zu leiden. Mal ein Zeit abstunden, das Bad abmerken, und das tätig von der Strafe riemen, und Salz abwaschen, oder was immer das alles ist, nicht? Aber lernen, dein eigenes Leben zu leiden. Und so, das ist, was er sagt, was wir von einem sollen lernen. Und doch bringen sie den Pferd zum Winter oder im Sommer an. Na, das ist ein großer Thema, sogar ein Geldthema, aber die Eimsje schaffen vorab. Die schaffen zum Pferd im Winter haben. Und einmal, wir schaffen bloß von dir. Wir sagen einmal, dass wir schaffen von Hand und Müll, das wo wir leben. Und den Tag, wo ich nicht schaffen darf, dann kann ich auch nicht essen. Er kann niemals was Tag gesammelt, und einmal sind die Reifen verbraucht und trock, und sie können ein, kann nicht Reifen schreiben. Mal immer muss ich eine Konsulte betonen, bin Doktor, und ich kann nicht, wenn ich kann auch niemals ein Preis zu sehen lassen. Und so, die Eimsje checken vorab. Und dat is waar van leren dat we een beetje voorop checken. En weet je, wie doen eenmaal? Wanneer ik boodschap rijd, merk ik zie, hebben ze een mensje was, dat de boodschap maakt, wat vrijdag zo is rijd zijn, wenn Sinn und weil ich nicht an der Botschaft schaffen. Einer der wir in dem Gedanken fertig, aber ich schaffe vorab. Ich plane das so, dass ich dann, wo ich nicht brauche, das tun. Und so das ist bloß ein Ding, was wir uns lernen machen. Wer sein Land bearbeitet, wird genug Brot haben. Wer noch annutzbare Dinge strebt, braucht nicht seinen Verstand. Und das war eine Idee von, dass wir der rechte Zeit, das rechte tun. Und so, wenn wir einen Farmer sehen, das sind 100 Farsen, ich kann die Farsen lange nicht alle hinein, weil ich würde gleich von dir, ich halte viel Farsen von dir, wenn ich das so laute Schrift bloß von uns reden. Aber weet je, hij redt van, hij is bij een Füllpelz in Acker vorbeigegangen. Das Ganze in ihr Krüt gewassen, die Steine waren Stuhl gebrochen, das ist alles verfallen, alles verkommen. Wenn die Aula, der legt im Bad, er sagt, die Aula dreht sich im Bad, so ist eine der abgehängt. Und so, die Sprecher braucht interessante Bilder. Und so, wie kann Füllpelzen sein, nicht? Er sagt, der Füllpelz soll man nach Eimsje gehen. Aber weet je, das Vers meint das einfach, dass wir unsere Arbeit erreichte Zeit tun. Und dass wir nicht alles verschlanzen. Und auf einmal dann kommt danach was mangt, dann steht das alles still.
Und so, wir arbeiten zu der rechten Zeit. Und so, was hat ein Eltern, oder was hat eine Familie, was hat eine Arbeit, was hat ein Geld? Du hast kein Thema in Sprüche, wo das mehr von redet als von Geld. Geld ist ein sehr, sehr großes Thema in der Bibel und ein großes Thema in uns Leben. Wir schaffen für Geld, wir brauchen Geld zum Eten, wir brauchen Geld um die Kirche ran, wir brauchen Geld zum verschiedene Dinge. Wo immer du in der Welt wohnst, du brauchst Geld und du lebst für Geld, du schaffst für Geld. Aber wie man die rechte Einstellung kann über Geld. Und so Geld gehört Gott. Das sind von den ersten Dingen, was wir müssen lernen. Das Geld gehört Gott. Er sagt, so steht, eins von Davids in den Psalmen, die Erde aus dem Herrn sinne, und auch alles, was da ben ist. Die Welt und all die, was da ben wohnen. Das ist eine Idee der ganzen Schrift. Das gehört Gott. Wir sind Verwalter. Wir haben uns Value hier bei der Kirche an. In Valor, wo wir einmal von reden, in Chai dort in der Verleib lesen. Aber wir sind nicht Eindämmer, wir sind Verwalter. Ein Verwalter meint, du bist nicht der Eindämmer. Paulus sagt es selbst in 1. Korinther, willst du ihr, gehört dem Herrn und alles, was da ben ist. Und so wenn ich und dort, was ich habe, so nun check, dass das meint, dann du ich selbst entscheiden. Wenn das über Gott sind ist, und ich da weiß leben, dann frage ich Gott, was ich mit meinem Geld tue. Und so das auch war ein sehr großes Thema. Ich will Ihnen bloß some Ideas geben. Geld ist gut. Geld ist gut. Na, ich will Ihnen hier falsch wissen, was wir einmal missbrauchen. Das heißt, dass das jetzt als eine Wartel, wo das allerhand bei sich kommt. Einige haben sich dort gelassen lassen und sind dadurch von Glauben aufgeehrt und haben sich selbst dadurch viel weiter zugesagt. Und wisst ihr, das falsch ist so. Viele Menschen schrecklich viel Sorgen und allerhand Schwierigkeiten im Leben, wenn jetzt oder wenn Geld auch gehandelt. Der englische Übersetzung sagt, der Leib für Geld. Ich gleich dort in ein weich Dollar, aber Plattdeutsch heißt es, sagt jetzt. Na, wo ich das falsch hier ist, wenn wir haben einmal mit dem Glauben gehört, sind gehört, dass Geld ist der Wartel von allen Beisen. Und das ist nicht so. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass der Leib für Geld, so es hier sagt, die Jids, ist die Ursache, der Wartel für alle Hand Beisen. Und so, dass viel Beise taub geknackt in dieser Welt mit Geld. Ich meine, wir brauchen in unserer Welt nicht so wie checken mit all den Gangs, was da sind, all die Dinge von Drugs und Geld und so weiter, da wir weiten, dass das viel Beise zu hängen. Und das sowieso ganz und gar Geld kann uns regieren, Geld kann uns vom Weg raufbringen, so hier sagt, dass wir verehren und dass wir uns Leben schwer machen. Aber Geld in sich selbst ist nicht schlecht. Aber die Jids hat der Leib für Geld. Und das, wo ich verlebe, das ist Nummer 1 in meinem Leben. Dann kann es viel bringen. Das heißt, Gott sein Sehen merkt einem recht und in mir. Das ist ein bisschen ein interessanter Vers. Aber was das Vers sagt, ist, dass wenn ich mit Gott sein Sehen Gott habe. Aber wenn ich mit Gott sein Sehen Geld verdiene, dann hast du nicht alle Hunde mehr, dann hast du nicht alle Hunde Sorgen dabei. Und welche Menschen fühlen die Sorgen sich ganz krank wegen Geld. Das ist mir Nummer 1 geworden, und ich habe das verloren. Oder was immer du hast, oder jetzt, was auch in meinem Leben, ich hatte so wirklich viel eigentlich gehabt, was immer das ist. Und welche, wenn wir mit Gott sein Sehen schaffen, da meine ich, dass niemals so einen Trouble haben. Aber da meint er, ich schaffe mit Gott sein Sehen, und wenn ich was verliere, dann habe ich bloß Gott sein verloren. Ich las mal eine Geschichte von einem Mann, der hij was een zeer rijke man, een zeer grote fabriek en had zijn meest arm met zorgen. En voor een dokter en verzocht somehow zijn Körper abzubauen. En dan kwam er een dag wat door dat hij zijn Habengoed mal ganz teruggeeft naar God. Dat bloß einfach mal in zijn Hort erkannt, hij knijpt zich danach bij zijn baardol en hij schäbt zijn Hort uit naar God en hij jaft het mal alle naar God. Meest wat ringt het van. En dan zijn ze die Fabrik is aan vier. En zo hij fährt aan, aber hij steht und engt sich auf, ganz anders Sorgen, kommt ein von seiner Arbeit und sagt, like, was in der Welt mit dir, like, check mal, die Fabrik brennt. Ja, sagt er, ich gebe Gott, die gestern so ist und so, wenn Gott die verbrennt, dann lot ihm, sagt das seine. Und so,
dat is niet geschikt, wenn je het ware geschikt is oder nicht, aber dort kann ein Unterschied merken, wems haben Gott durant das. Da merken ein Unterschied an Dinosaurien. Und so sagt, Gott sein Sehen, halt uns dort, wenn ich bloß mit mir dort tun. Und so, wer sagt Geld? Geld ist gefährlich. Geld ist gut, aber das ist gefährlich. Und so wie man einen Mädelstreck fing mit Geld. Sagt, ich kriege Ries op eten mit Sonne, die du gut bist, als beter als gemastert Ossenfleisch mit Menschen, die sich nicht verdrehen können. So, wenn je Nudels op hand te maken en dus lever am das, dat is beter als de dierste steek met hoos. Zeg maar waar am das je was, wo veel leivien, da wordt bloß genubert en gelacht en vertaald, en die uit je reins vlees, en even dat schmeckt zijn. Like broccoli oder een zo wat. Gleich wer van je broccoli? Dan tjej je ook wel niet. Maar weet je, broccoli met lijf is beter als steak met hoos. En dat ding wat God zegt is dat ram en stash zal lijf zijn. En wie kan alle pasten gaan en danach Haus han ramdash. Aber stellt je mal vor, ein feiner Steak, das ist ungefähr ein bisschen mehr als halb Gohr. Und das ist bloß juicy, fein gebackt, ich meine, der hat bloß in das Leib ramdash. Dann ja gut, nicht? Und so, das ist nicht, dass wir nicht so ein Steak eten oder gemastert Fleisch, aber das ist besser, bloß und gereins ein paar Zellen, oder was immer leben mit Leib, als der Paste haben mit Haus. Das ist ein bisschen die Idee. Er sagt wieder, das Dodenrecht kann immer mehr nehmen, und so sind Menschen niemals zufrieden. Und weet je, wenn Geld Nummer 1 ist in die, dann hält es krieglich, wofür du hast, du bist immer unzufrieden. Und du bist immer mehr. Wenn du als immer noch das wär, was mehr hast als du. Gott will haben, dass wir sollen mit Geld so umgehen, dass wir dort erkennen, dass Geld ist gefährlich, dass wir dort reich mit umgehen. Er sagt wieder, Geld hat Pflichten. Geld hat Pflichten. Ich meine, dass ja viele Geschichten in dieser Welt von so reichen Menschen, die haben alles verloren, wenn something wat vielleicht in der Welt passiert. Ich meine, da kann oft brennen, in einer Nacht, die Ökonomie kann da einmal ganz raufgehen, aber die Geld, wenn das Land, wo du lebst, das Geld wird bei einmal nicht wird. Verschiedene Geschichten habe ich hier, das große Reichtum erst bei einmal fort. Er sagt, dass das Reichtum brauchst du bloß anchecken, dann verschwindet er. Und da soll ich mir das auch gefährden. Ich dachte, ich habe hier 500 Peisen, ich habe noch 100. Wo ist das geblieben? Hat er nicht mal angecheckt. Die kriegt Pflichten und Pflichten, die wollten lernen aus dem Udler. Und so die Lehre ist dort, wenn du die ab Geld verlässt und den Schein gehen, als durchboven, dort kann Zeit verschwinden. Und da kann etwas passieren, so hastig, dass auf einmal wach ist, und wenn die ein bisschen länger auf dieser Welt sind, dann weiß die Krack von wo ich rede, das kann so hastig bei einmal fort sein. Er sagt, Reichtum bleibt nicht ab einmal, und ein Kron ist nicht sicher vom Futter nur sehen. Und so einmal denkt man so, okay, ich will so erschaffen, wie meine Familie, meine Kinder sollen dort gut haben. Und dort, die Gedanken, die hängen ist sogar schlecht. Was dann einmal passiert ist, dass Kinder haben bloß gelehrt nehmen, niemals gelehrt Salz verdienen. Und von der Tag, wenn wir in der Welt checken, dann sagen sie uns, dass die gewisse Generation, die haben nicht gelehrt, wirklich schaffen, wenn Papa hat immer noch Geld gehabt. Und so das ist auch ein gefährliches Ding, wenn wir bloß einmal geben. Und so, Reichtum ist nicht sicher, dass er wird bleiben bei den Kindern. Und so, wenn sie Kinder lernen mit Weisheit, dass sie reich und Geld non checken. Geld und Zufriedenheit.
Und das ist wichtig, dass wir Zufriedenheit haben. Das sagt, das ist besser, wenn einer wenig hat und gottesfürchtig ist, als wenn einer viel hat und unzufrieden ist. Und so, das mir Mike das, oder? Ich weiß nicht, sagt was man tun kann. So, wir wollen lernen, zufrieden sein. Ob wir viel haben oder wenig. Wer hat meint, dass wir sind zufrieden? Er sagt wieder, wenn wir Kleider und Eten haben, damit soll wir zufrieden sein. Das ist vielleicht noch mit tun, wo viel Kleider, nicht? Oder wo viel Show. Aber weißt du, ich kann jetzt mal gedacht haben, wenn die mal alles wahrnehmen von ihrem Leben, was die nicht würden brauchen, zum Leben bleiben. Was bleibt da? Ich meine, wir würden nicht mal Kleider brauchen. Oder Schau oder sowas, nicht? Aber Luft und Eten, oder Wutter. Und so, wenn wir das simpel aufschauen, mit was sind wir zufrieden? Na, da meine ich euch, dass wir sollen niemals was haben. Aber was unsere Einstellung über haben geht, das ist sehr wichtig. Er sagt wieder Geld und Trüheit. So, wir reden haben von Weisheit und Geld. Geld und Trüheit. Und Trüheit wird rechtlich gesehen worden. Wer sich aber bloß bei mir gerecht worden, wird nicht ungestraft bleiben. Und weißt du, wenn wir treu sind im Leben, der wird rechtlich gesehen worden. Wir denken einmal so, dass wenn ich nicht betonen oder wenn ich bescheiden oder wenn ich hier und dort alle ein Geld gebe, dann komme ich nirgendwo hin. Und dann weißt du, hier in Mexiko ist das auch ein interessantes System. Und ich da nicht Menschen rechten, wenn die versuchen, wiederzukommen im Leben. Aber das ist ein großer Unterschied, was in mein Hort ist. Sie achten, was mutwillig sich noch unterbrechen will, zum Verweg kommen, aber sie achten, was mit einem abbrechen Hort muss leben in einer unterbrechen Welt. Das ist eine große Welt von Unterschied. Und ich weiß, wir haben Lehren hier in das Land, was wir meist euch erklären können, oder wo, wenn wir das nicht tun, dann würden wir das niemals was tun hier, nicht? Aber was das in mein Hort ist, das ist wichtig. Wenn einmal sie achten, was mutwillig ist, unabhängig für sich zu schaffen. Und ich versuche die Polizei zu beschreiben, was die das wollen oder nicht, aber ich will das. Und weißt du, das ist ein großer Unterschied, in wo wir da nachchecken. Und so ein trüber Mann sagt, er wird gesehen, der Herr kann beides nicht vertrauen, falsches Gewicht und falscher Mut. Wie kann das auch nicht vertrauen? Ich meine, wenn sie die Wort verscheiden, und die wahrscheinlich das lang nicht in Chile, was sie die verscheiden, oder das lang nicht in Liter, das leicht wie nicht mal. Und so Gott das auch nicht. So wenn wir Geschäft treiben, dann werden wir abrechtig Geschäft treiben, in Chile verscheiden, oder ein Liter für ein Liter, oder was immer, das Land ist reich ausgemeten. Wofür gibt es nicht Streiterie, wenn die Grenztun ist, aber recht steht. Oder wie glauben, das hat so reich gemeten, oder was immer das ist. Das ja viel so eine Dinge steht. Und so Gott will haben, wir sollen abrechtig. Er sagt, in Abrechtigkeit durchsehen. Und so weil wir als Gott seine Kinder uns lernen, abrechtet Gott zu haben in einer unabrechtige Welt. Und so wie wir, so ich sage, wir leben in einem Land, wo es so angerecht ist, dass wenn du nicht Geld an der schuven ist, dann wirst du bloß niemals was tun. Das ist mit Flieh, so ist das angerecht. Aber was ist meine Einstellung zu machen? Sehe ich noch nur mehr abbrechen will? Oder sehe ich nur abbrechen will? Und so das ist ein Unterschied. Das ist echt ein Unterschied. Vielleicht merkt das bei euch nicht sein. Aber ich kijk das so an. Was ich in mein Hart habe, was ich will, das ist von großer Wichtigkeit. Geld und Schuld. Na, Schuld ist ein interessantes Ding. De Schrift sagt es dit, der regiert über die Arme und wer borgt, als dem sein Sklav, der ihm dort borgt. Maar weet je, de Schrift sagt nicht, dass Schuld haben einen Sinn ist. Aber die Schrift lehrt, dass mehr steht, dass Schuld ist eine Sklaverei. Und weet je, ich glaube, wenn wir mit Schuld geschafft haben ans Leben, ein großes Interesse tun, und können wir abend Interesse tun, über dem das Interesse und Interesse tun, ich meine, das ist eine Sklaverei. Das wissen wir alle. Aber danach leben wir in einer Welt, wo wir sagen, weil ohne was Barre und ohne Geld Schuld merken, wo wir niemals vorankommen. Das ist auch ein bisschen ein interessantes Thema. Was ist meine Einstellung zu einem? Aber wenn wir das klar haben, dass wenn wir
dat wanneer we borgen, of wanneer we schuld merken en we betonen, we worden een sloe. En über dem schaffen bloß für Jan Menschen. Dat geldt wat meine Familie fehlt, dat hol ich Jan im Interesse und so eine Dinge statt. So dat merkt uns in Slow. Hij sagt bloß ein Mann, der nicht weiß, was er sagt, gehört, wird einem anderen die Hand geben und versprechen, seine Schuld zu betonen. Ich weiß nicht, als je irgendwer erst wat wird leichen, mir die Hand zu reichen, zu meine Schuld betonen. Wenn je wollen, dann dürfen wir nur reden. Aber was er hier sagt, ist, dass wir sollen nicht ungeschrieben versetzen seine Schuld. Auf Englisch nennen wir das Co-Signing. Einmal, wenn ich habe nicht noch Kredit und ich will mir was borgen, so dann frage ich die, als du wirst unterschrieben, dass ich mir das kann borgen. Und weil ich einmal der Führer dort vielleicht von sehen, und so müssen wir auch weisen anchecken, das kann ich sagen, dass das immer ein Sinn ist. Aber wenn du versetzt wem unterschrieben bist, dann musst du das so tun, dass du das weißt, dass du wirst das betonen. Wenn ja nicht wird. Und so wenn du hast dir das Geld geliehen, sozusagen. Ich merke vielleicht einen Unterschied, dass ich das Geld habe, oder dass ich das nicht habe. Aber das sind gefährliche Dinge, wenn wir versetzt wem unterschrieben, für den seine Schuld. Wenn das jetzt so ein guter Freund, was die wollen, hängen Licht führen. Und so muss man immer aufpassen. Ich habe viel Feinde gegeben, manche Menschen, wen sonst das. Wenn ich habe versetzt wem unterschrieben und das ist verschwunden, irgendwo in der Wald geflohen, so sage ich nicht, das Geld kriege ich Pflichten. Und nu zat ik hier met de schuld. En zo spreekt er het naadbeet van de Thema. En zo du sollst nicht selbst wem unterschrieben, dass du den Bad kann, dann kommt die Bank und nimmt den Bad fort. Ja, das ist fort. Und so wollen wir aufpassen, wer ist umgehen mit Geld? Geld und geben. Noch ein sei ein großes Thema von geben. Er sagt, ihr dem Herrn mit was du hast und opferarm das erste Port von all deinen Ernungen. Dann worden die Speckers voll worden und die Wienkrukken worden überan. Ich bin so froh, dass ich keine von den Wienkrukken habe. Aber anyway, die Idee ist, dass Gott gehört Nummer 1. Na weet je, das war so ein Thema, dass das für Israel versprechen in ihr Land. Man immer denkt, der alle Bund, der 30 Gramm Land. Und so, Gott sagt zu seinem Volk, wenn die mir wollen horchen, ich will wohlhabend merken, da waren nicht 2%, der Regen wird recht kommen, verschiedene Dinge, seht ihr. Und das ist noch ein so ein Versprechen. Aber das Prinzip ist von der noch jährlich, dass Gott will Nummer 1 sein in dein Leben. Weet je, ons Leben schafft, oder das sind gewisse Dinge, die nicht schaffen, wenn die nicht Nummer 1 sind. Der Ehe ist ein von denen. Wenn dein Ehepartner nicht Nummer 1 ist in dein Leben, dann schafft dein Ehe nicht reich. Wenn Arbeit Nummer 1 ist, oder Geld ist Nummer 1, oder ein andere frühere Mann ist Nummer 1, dann weiß wir, dass das schafft nicht. Und so schafft das bei Gott auch. Und so Gott lehrt sein Volk im Alten Bund, dass sie sollen Gott Nummer 1 haben. Und so wir wollen lernen, Gott Nummer 1 haben ins Leben. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer aber mit voller Hand ausstreut, wird wirklich ernten. Und so das sind Dinge, was Gott uns verspricht. Säen und ernten. Und so werden wir wissen, wann es Geld kommt. Wir gehen da alle mit an. Wir schaffen alle für Geld. Wir verdienen alle Geld. Und so werden wir da reich mit umgehen. Gott will haben, dass wir sollen weise Menschen sind. Wir haben gecheckt, nur Gottesfurcht haben. Dass wir wollen gottesfürchtig sein, wenn das der Anfang von Weisheit. Und so, Gott will haben, wir sollen gottesfürchtig sein. Wir sollen weise Menschen sein. Und so werden wir uns lernen, dass wir Weisheit haben. Amen. Werden wir nach Top beten. Und himmlischer Vater, wir danken dir für deine Leute für uns. Dankeschön, dass du uns den Wut gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns halten lässt, dass wir weise leben. Herr, wir leben in einer anweise Welt. Wir leben in einer sehr unabhängigen Welt. Und ich vertraue, dass du uns vorschalten, dass wir wollen mit Weisheit leben in unseren Familien, und wo wir schaffen und wo wir mit Geld umgehen. Amen. Ik wil vragen dat je opstaan en dat ze weer zo'n service is. De gebedsleider die wordt hier ver komen, die zijn hier ver. En zo zij zijn bereid om voor jullie te beden. Want op morgens wat is in jullie leven, waar jullie gebed fehlt van deel. Je zijn hineingekommen, goed je niet uit, omdat je hebt met een gereed, met een gebed. Ze zijn hier wellig jullie te helpen op den weg.
ab je weggeruht und jeder kann von der, da sind die 1000, wo je kann das Geld geben, was je haben mitgebracht von der. Und für jeden Dads, da sind some Dinge in der Fairlife, das sind kleine Coca-Colas und some Peanuts und so eine Dinge, gut holt ihr dort da. Dann in 15 Minuten wieder war das some Dinge, wo weggegeben, some Steiler, some Großsteiler und dann Eastdosen und so Dinge, vielleicht was ihr dort gewähren. Sind some Dads, was da war, was kriegen da, so merkt ihr, war ich da hin in 15 Minuten wieder. Wir müssen sehen, ob ihr alle, wenn ihr bis eine gute Weg, dass Gott ihr was sicher hält und ihr wollt gesund bleiben und dass wir uns hier waren, kann sein nächstes Jahr nach Gottes sehen.